Marius. Es war da schön, dass ich alleine daheim dieses Top gekommen. Das fand, dass Gott uns noch einmal Kraft schenken wird, dass wir können rückkommen in Dienststone für den Herrn. Wenn ihr in jene Bulletin gesehen habt, habt ihr vielleicht gemerkt, was mein Thema ist für Marius. Mein Thema ist, Gott ist durch den Schwachen stark. Und ich hätte oftmals Menschen vertalen, wenn die eins was sollen tun, besonders wenn die sollen Dienst tun für den Herrn, spielt sich so, wenn die sollen eins zu Top kommen und reden, dann sagen sie oftmals, oh, ich kann das kein wohl. Ich würde nervös kein für Menschen vertalen. Ich bin viel zu schwach zu das oder zu dort. Dann da wir bis tauschen, dass wir als Menschen, wir sind zu schwach. Und das ist gut. Ich glaube, wenn wir das tauschen, dass wir schwach sind, wir können eins was nicht tun, dann sind die Gelegenheit, dann sind die Hoffnung, dass Gott durch uns kann was tun. Dann stehen wir da, wir können das nicht, wir unsere eine Kraft. Und das ist gut. Und so viel wir uns fragen, wenn wir eins sollen tun, wie soll es als Menschen, wir sind schwach, wir können das nicht tun. Aber das ist fein, wenn wir das tauschen, dann kann Gott durch uns schaffen. Und ich will reden von Gott seine Kraft, wo er kann durch die Schwache. Und ich will auch mit reden von, wo verschiedene Menschen sind, die ins Gott seine Wege. Und da ist ein großer Unterschied zwischen Menschen und Gott, wo Gott denken das und wo Menschen denken tun. Wenn Menschen sich wählen zu eins, was in der Arbeit oder was immer das muss sein, dann checken sie daran, wem sie sich annehmen zu eins, dann checken sie nur die stärksten, nur die ratsten und nur die klügsten Menschen. Und das ist gleich das Gegenteil von was Gott tut, wo Gott checken das. Das ist ein großer Unterschied. Gott checkt nur die Schwache. Wenn er einen schwachen Mensch sieht, dann weiß er, durch die Person kann er schaffen, dann kann er sich schwach beweisen, durch so eine Person. Das ist anders, was die Menschen tun, was die Menschen checken tun. In 1. Korinther 1, Vers 27 sagt er, über was die Welt oder schwach ansagt, wählt Gott, um die Weise zu schon zu merken. Gott hat dort Schwache in dieser Welt gewählt, um was stark ist, zu schon zu merken. Das kann sein. Sich stark bewiesen, durch die Schwache, das ist nicht bloß das Starke, was das die Hauptsache ist. In Vers 28 sagt, in was die Welt verachten wird, und für nichts hält, in was nichts wird es, hat Gott gewählt, um dort zu nichts zu merken, was die Welt höchst steht, was in der Welt höchst steht. Also das kann sein, wo Gott schaffen wird, und was Gott checken wird. Und oftmals ist es auch so, Gott wählt sich die Schwache, aber das ist auch was von der Stärke und von der Klüge, was Gott sich wählen wird. Aber doch, meistens von der Lesen wird und checken wird von Gott, der will sich stark bewiesen durch die Schwache. In Jesaja 54, Vers 8 sagt er, je denkt nicht so, als ich denke, und jene Wege sind nicht so, als meine Wege, sagt der Herr. Das sagt der Herr. Ich habe hier, das sagt, jene Wege sind anders als meine Wege. Menschen, die kicken einmal, dass sie leben, dass Verstand entladen und dass das soll alle getan werden. Ich schaue mit einer Person taub, er sagt, Gott hat uns den Verstand gegeben, dass wir uns dort verloren, was uns Verstand uns sein, und wiesen, und dann können wir uns dünne Rechten und dünne Plans merken. Er sagt, er teilt sich in Christ zu sein, aber er sagt, einige Menschen sehen, dass Gott hat die Welt, Himmel und ihr gemerkt und saß still. Und den Tag hat er sich gereift. Und er sagt, das wirklich wirklich so steht. Er sagt, Gott hat uns den Verstand gegeben, um selbst bedenken, wo das wirklich ist, das möglich wird oder nicht möglich wird. So er sagt, das wirklich wirklich so steht, das wir nicht wirklich so eine Deo aus der von der und nach der Deo sind. So er sagt, einer muss sich auf seinen einen Verstand verloren, das Gott an das gegeben hat. Und ich habe hier, und er sagt, meine Wege sind nicht das seine Wege. Seine Wege sind anders als unsere Wege. Wenn wir glauben, wir haben alle ausgefigert, dann ist das nach Christus dort. Sprecher 3, Vers 4 sagt, verlot die ab dem Herrn mit dem ganzen Hort und verlot die nicht ab den einen Verstand. Also ab uns einen Verstand nicht verloren, ab den Herrn uns verloren. Ich habe mal von Menschen gehört, wenn sie von gewissen Personen reden, dann sagen sie, wenn der oder die Person, mal das ist mal bekehren, das ist ein guter Redner, so ein starker Mensch, der würde befehlt kann anreichen für den Herrn.
Aber da verloren sich war ab dort, was zu sein kann von Büten. Wer weiß, vielleicht wird Gott seine Menschen das brauchen kann, aber Menschen denken immer so, was von Büten zu sein sind, wo das der Lat und wo das klug zu sein, wo Gott reden kann und alles, dann sagen sie, wenn der sich mal bekehren, der wird viel zu brauchen sein in Gott seine Arbeit. Und wir denken dann, als so ein falscher König gewählt worden in der Bibelzeit, wo das da wir. Samuel kriegt die Hirten, er soll nach Bethlehem gehen und soll einen falschen König gewählt worden. Und als er in Bethlehem kam, dann sagt er soll nach Jesse sein Haus gehen, der hat 8 Sehens und er soll einen von denen seine Sehens besalben als ein König. Und als er heimkam und sagte Jesse, er soll seine Sehens rüberbringen, brach er das erste, seinen ältesten Sehn, Eliab. Und Samuel sagt, fürst sich selbst soll. Er verletzt sich auch auf sein eigenes Verständnis hier. Er sagt, fürst sich selbst, sagt er, Eliab, das wird der Älteste, dort wird zu sich selbst, sagt er, das wird das sein, was Gott sich gewählt hat. Aber der Herr sagt, recht ihr nicht nur, wo am das lädt, oder du nur, wo graut er gewassen ist. Dessen habe ich zu sie gesagt. So, er sagt, erst gleich da, du lebst, das würde sein, bis am Tag graut und stark, und hier vollgewassener Mensch. Und hier nur, aber er sagt, das ist nicht das, was ich gewählt habe. Recht ihr nicht nur, was den Verbüten lädt. Und sagt, der Herr reicht nicht so als Menschen das. Das ist ein Mensch das. Ein Mensch sitzt, wo einer von Büten lädt. Aber der Herr kickt nur das Hort. Weißt du, wie kann bloß so weit sein, dass wir an die Uhren sein können, bloß an den Menschen non-kicken. So ist den Verbüten lädt, so weit wie sein. Wir haben nicht die Kraft, in den sie den Hort kicken, aber Gott hat. Gott sagt, dass er hat, in den sie den Hort kickt, und das ist nicht der, was er sich gewählt hat. Und dann lässt er seine 7 Sehens der Fahr am vorbeigehen und dachte so, das wird eine von denen, wird gewählt worden als ein König. Und als der alle 7 vorbeigehen werden, dann sagt er, Vers 10 sagt, in Jesse lässt 7 von seinen Sehens vor Samuel kommen, aber er sagt, der Herr hat diese Ort nicht gewählt. Also keiner von denen hat er sich gewählt. Da war er vielleicht also gedacht, ich wundere, dass ich wieder rechte Familie sehe, weil die sind alle 7 von den Jungs hier vorbeigegangen und der hat gewählt. Und Samuel sagt zu Jesse, sind das all deine Sehens? Jesse sagt, du hast noch Hans Gangster, David. So hier sieht mir so, ja, du hast noch einer, aber das ist ein Junge. Da wird eine Wiss nicht da sein, was du gewählt worden als ein König. Also du hast noch der Jüngste. Der hat Schub heiden. Also das ist ein Schubswächter. Herr Prosperus hat nicht einen Schub. Aber Samuel sagt ihm, er soll Schatten den holen. Er sagt, ja, der wird hier erst, wo wir nicht ans Stuhl saßen, wird der erst hier gekommen ist. So wir wollen lernen, aber er ist auch hier erst, wo wir von da wieder gehen. Und dann sagt er, als Vers 12, als sei ihm ihr Schaden durch Hand gebracht, dann sagt der Herr zu Samuel, nicht du ab, Samuel, das ist der Richter. Das ist der Richter. Dem, was sie nicht halten, was sie nicht mal haben vergebracht, was sie haben hingelassen. Er braucht bloß die 7 Sehens. Den Jüngsten hat er nicht mal gebracht, aber er sagt, das ist der. Das, was der Herr sich gewählt hat. Hier kann es sein, wo Gott das Kleinste wählen wird, das Schwachste, was wir ansehen als wenig. Das Kleinste. Das, was Gott sich wählen wird. Und das sage ich nur recht, dass wir haben, weil wenn wir uns, das ich all sagen, wenn wir uns einmal schwach fallen unter uns von den Dingen, dann kann Gott sich stark beweisen durch uns. So ein Gott habe ich, denn du wie dein. Seine Wesen anders als andere. In der Geschichte, was wir in der Bibel haben, im Alten Testament, in der rechten 6. Kapitel, wo Gott sich Gideon wählen, die die Israeliten raten. Sie werden betreuert kommen, wo sie werden eingehorsam gewesen gegen Gott und sie werden ihre eigene Wege gehen und werden tief im Trouble geraten. In rechter Kapitel 6, Vers 1 sagt dann, aus der Israeliten wahrer Sounddeuten, also ich habe das sagt wahrer, das ist nicht das erste Mal, was die Israeliten sind deuten, das sagt, aus der wahrer Sounddeuten, was dem Herrn nicht gefällt, greift der Herr am 7. Jahr in der Midianiter gewollt.
je verändert in ihre Fiende hängen, zu tun, was sie wollen tun mit dir. Hier sieht man, dass Gott wird zu sie gestoppt, hat zu sie gestoppt, können die Fiende tun mit irgendwas, was sie wollen. Dann sagt er, in den Midianiter kriegen Übermacht über Israel, sodass die Israeliten sich in die Heulen und in die Schluchten und wo schwer Hand kommen wir und ab der Boy sich verstärken denen verehrt. Also sie leben in den Bäumen und in den Schluchten, wo schwer Hand kommen wir, da verstärken sie sich für ihre Feinde. Und wenn sie Acker, eins von Ackern leiden, wo sie dann wären, bei den Bäumen, die dicht bleiben, wo sie dann Land haben, wenn sie Ackern leiden, da kriegen sie nichts von. Ihre Feinde kamen ran und die nahmen alles fort, alles, was sie Ackern leiden, was sie Arten leiden, das nahmen die Feinde alle. So sie kriegen nichts davon nicht mehr. In so einem Leben müssen sie leben. Gott hat ihnen über für 7 Jahre so ein Leben zu leben als dort. Bloß wegen ihrer Eingehorsamkeit. Dann sagt er in Kapitel 6, Vers 4, und verbrachten die Gottes bis am Gaza und leiten keine Nahrung Israel über. Wenn auch nicht Schub, Rinder oder alles oder Esel. Das heißt, hier sich so, der hat alles fortgenommen, alles, was sie fangen, was sie haben, dort nahm der entwach. Und das wird eine sehr große Raumcheimen, was das Leidenschaft bringt. Sagt in der 5. Vers, die kamen ab mit ihr Feu und mit ihren Zelten aus einer großen Herde Großhoppers. Das sind schon Großhoppers, so viele Menschen wären da. Meilen und alles, was da hatten, da wären so viel, die wir nicht multiteilen. Das sind große schon Menschen, die jähen, wo sie uns leiden müssen. Das hier sieht mir so das Ziel, wir nicht zu brechen. Was immer sie jähen kommen, da brauchen sie nicht. Sie mussten sehr schwer unter das leiden. Und das sagt in Vers 6, sie mögen die Midianiter, die Israeliten, prachen arm. Weil sie nehmen alles weich, was immer sie haben, was sie in der Gottes Acker und in der Fläche, sie nehmen alles weich, damit sie prachen arm werden. Und was passiert dann? Er sagt, in der Not schreien sie Herrn um Hilfe. Als sie betören werden, wenn sie ganz arm werden und sie wissen nicht wieder, dann schreien sie um Herrn um Hilfe. Und dann fragt sich dann vielleicht, warum sie nicht euer prachen oder fragen nur Hilfe? Warum schreien sie nicht euer nur Hilfe, nur den Herrn? Sie wissen also, sie haben nicht erfahren, hatten viel belebt, wo Gott ihn hat beschützt und gelehrt. Aber sie werden bei der einen Weich gegangen und nun müssen sie sich schwer leiden unter das. Warum schreien sie nicht euer um Herrn? Und ich glaube, das ist wie von der Tag eins Tiden, wie man schwer leiden unter verschiedene Dinge, aber wie glauben, wie kann das selbst da? Kraft, wir brauchen die Kraft, die wir haben. Und wir sind nicht wollen, uns auszuschreien nur den Herrn. Bitte wir ganz handvoll tun und kann nicht wieder. Dann gehen wir vielleicht auch nicht den Herrn. In der letzten Krieg uns, die Menschen, die wir kriegst die Menschen von der und auch noch. Und als sie ausschreien nur dem Herrn, sagen Vers Psalm 107, Vers 19, sagt, dann schreien sie in ihre Trouble nur Herrn und Rat an uit ihre Verlegenheit. Also dann kam der Herr in Rat an. Aber dass wir nicht euer Gott helfen, ich ausschreien, euer sie Frauen nur help. So wirkt das auch, muss man uns sagen, wir machen ich Gott Frauen am Help, euer Herr wird kommen uns helfen, weil er uns ich auf ewig nur an sie Feind. Dann kam ein Engel nur Gideon. Gott schickt den Engel, um ihn zu halten. Schickt er den Gideon. Gideon hat sich verstärkt und hat durch Wertdraschen und verstärkt, dass die Feinde dort nicht wollen kriegen. Und da kam der Engel dann an. Dann offenbart der Herr sein Engel sich zu ihm und sagt zu ihm, der Herr mit dir. So fängt er an zu reden. Er sagt, der Herr ist mit dir. Und nannte ihm, du kriegst mit einem Helden Mut. Du meinst sozusagen, in Englisch sagt er, mighty man of valor. So begreift er ihm da. Er sagt, du stark, ja, groß. Gott ist mit dir. Das ist nicht so leicht zu verstehen, wo er ihm das dort anleitet, weil er verstärkt sich durch für die Feind. Das ist der andere, sich alle verstärken leiden, wo er nicht am Wegen, dass er ist ein
een starke man, not om een kriger. De Herre dreht sich nur an, han en dine krav, wat du hast, du sollst Israel uit de Midianiter heen raden. Dan sagt der Herr, ich habe die geschickt. So Gott selbst hat ihm geschickt, das Arbeit zu tun. In Vers 15 sagt dann, er sagt über den Herrn, mit Wort soll ich Israel raten? Er sagt, meine Gruppe ist die kleinste von diesem Sturm, wo ich von Bern bin, und ich sehe die ganz kleinste Familie. Mit mir ist das nicht, ich kann nicht. Wo soll ich dir raten? Aber dann sagt der Herr zu ihm, ich will die beistehen. Und er wird sagen, ich will mit dir sein. Du wirst allein sein. Ich will mit dir sein, ich will die beistehen. So dass du den Midianiter durchschlagen wirst aus einem Mann. Also hier wird Gideon, wo er stand auch im Zweifel, er weiß gar nicht, dass das wirklich so wird. Er weiß, wer er wird. Er weiß, dass er ein Schwacher wird, er wird der Jüngste von der Familie. Und dass er soll die Israeliten raten. Er zweifelt hier, er steht im Zweifel. Und Gideon sagt zu Gott, wenn es wirklich so ist, dass du mich schicken wirst, dass du mir was brauchen, da will ich ein Tegen haben von dir. Es kann sein, dass es wirklich so ist. Wir sind bekannt mit dieser Geschichte. Sagt er, ich will eine Waldeck büten hanleihen. Und dann, wenn das büten nicht, was gedacht haben, über die Waldeck, was soll Not sein, das soll ein Tegen sein für mich sein, dass das wirklich du was haben, ich soll die Israeliten raten. Also dann das so, er lädt die Waldeck büten han, und tidig Samaria sagt er, dann ging er rüt. Die hat sich vielleicht danach nicht mal geschlafen. Er ging, und bis tidig Samaria ging er, und dann wollte er nur sein, aus der Waldeck wird Not sein. Und genau nach, er sagt, das wird ein Nummer der Tag, und wird ganz Not. Er sagt, er hat künstlich eine ganze Kampf voll Wut rütrein, aus der Tag. Das wird ein klarer Tegen. Das soll klar genug sein, dass Gott zu ihm geredet hat. Und am der Tag wird alles dreig, bloß der Tag allein wird, ganz Not. Da kann eine kaum Wut rütrein, sagt er in Vers 38. Aber ich dort noch nicht ganz tau, ich bin noch nicht zufrieden mit das. Dann sagt er, ich will noch ein Tegen haben. Er sagt, wenn ich nach Himmel wo der Tag büten hanleihen, wenn es am der Tag alle was Not sein, und bloß der Tag allein wird dreig sein. Dann will ich das glauben, dass du was zu mir geredet hast. Und den nächsten Tag dann wird das war so, und das wird wirklich der Tag, der wird ganz dreig. Und büten, und am der Tag wird alles Not. So das wird ein guter Tegen, was Gott bewiesen hat, dass er hat am geraubt, das Arbeit zu tun. Dann wird er sich einig und denken, nun brauchst alle Menschen taub, was er hat, je das Fien zu gehen. Und dass er das alle taub gebracht hat und reingemerkt hat am Krieg, dann sagt er in Richter Kapitel 7, Vers 2, der Herr sagt zu Gideon, dein Herr ist zu groß. Also die Menschen, die du hast, mit denen die gekommen sind, das sind viel zu viel. Der ist zu groß. Also so kann ich die Midianiter nicht in die Hände geben. Das wollen die Israeliten sich pochen und sagen, wir haben uns mit unserer eigenen Kraft geraten. Und sie werden in die Gefahr, dass wenn sie das wollen tun, wenn sie sich wollen raten, gehen, dass sie finden, würden sie sagen, das haben wir getan, mit unserer eigenen Kraft. Und das, was Gott nicht will. Er will sich hier stark bewiesen, durch Gideon. Sie werden eine Gruppe von 2 Menschen, was sie haben. Aber das wird noch lange nicht mal so viel, als die Jener wären. Und Gott will nicht haben, kriegst du mit uns von der und da, Gott will nicht haben, dass wir sollen pochen und leben, mit uns erst das viel. Wir kennen alle Hand. So wird das auch. Gott will sich beweisen, Gott will sich stark beweisen, durch das. Und Gott will dort tun, was für Menschen zu besein ist, allmählich ist. Wenn Menschen nicht sagen, das ist allmählich, das ist eine allmähliche Sache, das schafft gleich, dann will Gott was tun. Und so Gott hat hier ein sehr großes Wunder hier. Er sagt, er soll zu den Menschen sein, all day, er soll rum in den Camp gehen, soll zu den Menschen sein, all day, was die Angst haben, im Krieg zu gehen, die sollen was sein, die kann trägen. Dann haben wir 22.000 Menschen, die Angst haben.
Und einer kann sich auch denken, für so eine Menschen, dass wo sie das 7 Jahre haben mussten leben, die eine Wutangst haben, jeden Tag zu gehen. Und heißt, der wird Angst haben, der kann gehen. Und so der Gideon, der dann durchsehen, um zu sein, wer alle Angst haben, wer nicht. Alle, die Angst haben, wir 22.000 Menschen, die gehen. Dann bleiben nur 10.000, die danach überblieben leiden. Dann gehen diese Menschen gehen im Krieg. Aber der Herr, der sagt Gideon, die Herr ist noch einmal zu groß. Das sind 10.000, das sind noch einmal zu groß. Dann der Gott hier wird besonders hier in Eremad. Er sagt, bring die da rauf, bring die da in den Brief an, dann will ich die durchlesen. In Richter Kapitel 7, Vers 4 sagt der Herr sagt zu Gideon, die Herr ist noch einmal zu groß. Bring de Mann rauf naar de Qual, dort will ich de Salz uitwählen. Ich will die sagen, wer mitgehen soll und wer nicht. Also hier hat Gideon sich die sozusagen gewählt, aber nu will Gott de Salz uitwählen, wo er will entraden. Und wenn wir checken down hier, wo er sich da gewählt hat, das ist wirklich ein besonderer Weg. Ich glaube, das hat noch einmal passiert und das nicht vorher und nicht. Dann braucht Gideon den Wut. Dann sagt der Herr, er soll ihn einteilen. Einer, der wird da Wutter trinken wollen, mit der Hängen, mit der Tongue Wutter leiten down, der soll an eine Seite stahlen, und der andere wird auf Knäues gehen und der Wutter trinken den Weg, der soll wieder andere Seite. Das dort wählen sich die Menschen. Wo würden die Menschen sich wem gewählt haben? Ich glaube, die würden sich wem gewählt haben, sein, wer das ganz Graz und das stärkste ist und das Graz die Kriegsgerätschaft vielleicht hat, da würden die Menschen sich gewählt haben, die in das zu gehen. Aber Gott hat einen ganz anderen Weg. Das ist viel hier in den Gott seine Wege sind ganz anders als unsere Wege. Dann sagt er, dann wird eine Soul von 300 Mann, die mit der Tongue Wutter leiten, das ist ein Hund. Dann sagt er, mit diesen 300 Mann will ich gehen raten. Und der andere, was auf Neues gehen, den Wutter leiten, der kann gehen. Der kann in Haus gehen, der wird nicht brauchen. Dann ich habe gesehen, hier, wie viel hier in diesem Camp noch übergeblieben wären. 300 Stück, was je in diese andere soll gehen. Das sind große, schwache Menschen. Vers 12, in Richter Kapitel 7, Vers 12 sagt er, in der Midianiter und Amalekiter, in all die aus den Osten, was sich durch gelehrt haben, bedeuten, dass der gleiche Fleck aus ein schwacher Grasshopper. Also das lohnt zu hören, was sie sagen, denn der gleiche Fleck lohnt, dass wir sagen, was ist ein schwacher Grasshopper, ganz voll, was nicht mal zu teilen werden. Das werden so viel als das Sand im Meer. So eine große werden die Jena, so eine große Herd werden die Jena, wo sie sollen hingehen. Und dann mit diesen 300 Menschen, was Gott sich gewählt hat, sollen sie in den Krieg gehen. Also diese Geschichte hier, da sind viele Wunder. Wie kann da verschiedene sein, ein um andere Wunder, was wir kann sein, was Gott sich wählen hat, wo er will arbeiten durch diese Menschen. Und dann ist diese 300 Menschen in Vers 16, sagt er, in 300 Männer in drei Gruppen, in die Gott. Hier möchte der Leute am Krieg. Und einer, wo sie gelebt haben, der würde vielleicht Kriegsgeschirr geben. Und was gibt der am Kriegen, was sie sollen gehen kriegen? Hier gibt jeder ein Blusding, in ein Vierstock, in einer Lade Krug. Mit das sollen sie gehen kriegen. Er wird vielleicht bei sich gedacht, das ist ein Joke. Wo können die Menschen gehen, im Krieg gehen mit so einer Dinge als das? Mit einem Blusding in ein Vierstock, in einer Lade Krug. Aber das ist, was der Herr brauchen will. Und dann planen sie, wo sie wollen, dass sie an das Nahen gehen, da wird hier sein, die abbrechen in 3 Gruppen, 100 auf eine Gruppe, und dann sollen sie ran der Camp gehen, sich reinmerken, dann mehr danach, was da alle schlupen leiden. Gideon sagt, die sollen alle nach Arm checken, dort wird er tun, die Gruppe wird tun, sie sollen die andere Gruppen auch tun. Und dann fangen sie an,
te bluesen met de bluesdinger. Fangen ze aan te bluesen en vier staken te wijfelen en gingen ze en schreeuwen. Dat de mensen alle afwijden. Ik merk me duidelijk dat ze worden alle geslopen hadden. Ze worden meegewassen en hadden geslopen en midden nacht op eenmaal dan waren ze af van dit geschrei. Van krukkenverkielen en geschrei en alle zo wat er her. Hij zegt dat de Heer ging in de mad mank en dat in alle vervieren, dat ze zich vervieren deden, wat er aangaan deden, wat ze hier in de raam eind. En ze gruwelen zich ganz aan je Heer, wat er aanging. En ze vangen zich einer den anderen zelfs aan, draaien zich aan zichzelf en vangen zich aan einer met den anderen te kriegen, meer aan zich te doden. En dat wordt zich niet dood meer aan der anderen weg. Zo kan het zijn, dat is God dat ze gewinnen, dat ze grote schoon mensen. Een bijzondere weg. Zo wil God zich met deze 300 mensen gehen das nicht recht zu gehen. In der Stadt hat Gideon dann Israel gerat uit heen. En wat ik in deze geschichte denk, hier kan we zijn, wo Gott schaffen dat en wo verschieden Gott ist, wo anders ist Gott gehen wie als Menschen. Seine Wege sind nicht als unsere Wege. Das ist nicht zu begreifen. In so vielen Geschichten und Beispielen, als wir in der Bibel haben, du hast nicht eine Geschichte, was wo er erst die Arbeit hat. Es sind alle ein bisschen verschieden. Ich glaube, Gott hat das gewählt, dass wir nicht sagen bleiben, nu haben wir Gott ausgefigert, nu weten wir, wo er arbeiten wird, nu können wir uns gleich das dort merken, das nächste Mal. Und das nächste Mal hier wird er ganz anderen, am anderen Weg, hat er Menschen gearbeitet. Also, ich habe einmal in der Bibel gelesen, diese Geschichte, das ist eine sehr bekannte Geschichte, wir können einmal lesen, wo Gott hier geschafft hat, durch die Menschen. Mit einer kleinen Gruppe Menschen gehen, in eine große Gruppe. Und auf so einem besonderen Weg, als das ist, dass wir klar zu sein, dass wir der Herr, was hier mit wir in der Mad. Und so haben wir eine Geschichte oder andere Geschichte in der Bibel, wo wir können sein, wo Gott durch die Schwache geschaffen hat, der was Gott sich wählen hat. Gott wählt sich die Schwache und die Kleinste, um sich stark zu beweisen. Noch eine Geschichte, was ich an denken, wenn wir denken an ein paar alte Lied in Lukas 1, Kapitel 1, zu lesen von einer alten Lied, Zacharias und Elisabeth. Auch eine sehr bekannte Geschichte. Das sagt hier in Lukas 1, Vers 7, sagt er, aber sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth nicht Kinder haben können und waren auch all bad old. Hier war eine alte Lied. Sie waren alt geworden und sie hatten keine Kinder, sie konnten keine Kinder haben, hielt sich so. Aber ein Tag, als Zacharias im Tempel ging, seine Arbeit tun, kam ein Engel nach Arm. Und verfiel ihm da. Sagt ein Vers 13 über einen Engel, sagt er ihm, Zacharias, fürcht dich nicht. Hast du mal gewundert, wo ein Engel loten hat? Meistens, wenn ein Engel kommt, der Nachricht bringt, dann sagt er einmal, fürcht dich nicht. Ich weiß nicht, wo der uitlaat, wo ein Engel loten hat. Ich kann auch mal ein Engel gesehen, aber hier, das steht hier, der Engel, er sagt, er soll sich nicht fürchten vor ihm. Aber erst sagt er, den Gebet ist gehört. Hier ist hier, dass Zacharias hat Gebet, oder vielleicht ein langes Gebet, sage ich nicht, wie lange der Gebet hat, dass sie mal keine Familie haben, dass sie keine Kinder haben. Und dann kommt der Engel hier nach und sagt, den Gebet ist erhört. Und du wirst von deiner Frau Elisabeth einen Sohn kriegen. Und du sollst am Johannes nahen. Hier sagt der Engel sogar, was er am soll nahen. Du hast den reichen Namen, sagt er, du sollst am Johannes nahen. Und dann vertelt er ihm von, was Johannes alles wird tun in seinem Leben. Würde nicht fern sein, wenn wir mal Kinder haben und Gott sagt, was wir denn sollen, was für Namen wir denn sollen geben und was er wird tun in seinem Leben. Da würde er weiten, was er wird ausrichten. Hier sagt er, du sollst am Johannes nahen und sagt er, er wird in Gott seine Augen groß sein. Er wird nicht Wein oder starke Trink trinken und er wird all in Mutterlieb den Heiligen Geist kriegen. Sogar den Heiligen Geist wird der kriegen, ist danach wird in Mutterlieb sein. Sehr besondere News auf Kirche hier. Und dann sagt er in Vers 16, er wird viel von dem Volk Israel treten und dem Herrn ihren Gott bringen. Also das Johannes, der wird viel Wunder tun.
Dat wird ihn sehen sein. Aber Zacharias, der wird nicht mit im Twiebel. Er weiß nicht näher, was das so wäre. Was das möglich wäre. Zacharias, in Vers 18 sagt Zacharias zu den Engel, sagt er, woran kann ich weiten, dass das so ist? Wo kann ich das weiten? Er wird mit im Twiebel. Er will es erzählen, alle Mann in meine Früh ist auch nicht mehr jung. Also, Verarmte besein, wie das in der Armee gesagt, das würde möglich sein, dass sie nicht noch von 10 Jahren haben. Das sage ich nicht, dass er läuft, dass er lehnt oder eins, aber er fragt mich nicht mit dir, woran kann ich das weiten? Dann sagt der Engel zu ihm, ich sehe Gabriel, der vor Gott steht, und wird geschickt, mit dir zu reden, und der gute Nachricht zu bringen. So er sagt dann, Gott schickt mich, Gott hier den Gebet, und er schickt mich nicht dir, um diese gute Nachricht zu dir zu bringen. Dann sagt er, aber nu kijk mal. Jetzt wird er halt hier an und sagt, nu kijk mal, willst du mir nicht leibst, als ich dir sehe, was zu seiner Zeit passieren wird, wirst du stumm worden und nicht reden können. Bis den Tag, wann das sich erfüllt wird. Also willst du nicht das ganze Leben, dass du wirst stumm worden. Bis das erst passieren wird, dass die einen Jungen haben. So lange wirst du stumm sein. Wofür uns wie, wenn Gott uns Heilige Schrift, vielleicht lesen wir in der Schrift ein Wort und wir sind mit im Zweifel, ich weiß nicht näher, ist das, kann das möglich sein, würde das so sein, redet zu mir? So wie Johannes hier, er sagt, er weiß nicht näher, wenn du wart hier stamm, willst du ihm nicht ganz leben deit. Willst du doch so, dass wir allmählich, er will zu alt. In Lukas 18, Vers 27 sagt das, was für Mensch allmählich ist, als für Gott möglich. Was wir leben, das ist nicht all nicht möglich. Dann sagt Gott, das ist eine Möglichkeit. Durch mich. Das ist möglich. Kijk, das ist eine andere Geschichte, wo Abraham und Sarah sollen ein Kind haben. Gott hat ihnen versprochen, sie wollen ihr ein Kind geben. Als der Engel dann am Abend heim sehen, dass Sarah soll ein Kind haben, sie leben nicht auch gleich. Sarah stand beim Tent wieder der und lacht, was sie hören nicht. Sie können nicht überhören, was der Engel dort vertellen zu Abraham. Und sie lacht, sie sagt, das wie never möglich. Wodurch Gott will etwas wiesen. Man sei mit dem Punkt wird, wo sie so schwach werden, dass Gott danach können wir tun, durch ihn, durch er schwacht, können sie noch stark bewiesen. Und dann Luther wird Isaac geboren. Das kann sein, Gott konnte wenig was tun, wenn Menschen nicht sagen, das ist allmählich. Wenn wir uns selbst, uns Leben betrachten, dann, wo sei wie? Wo stehst wie? Sei wir auch mit einem Punkt, wo wir nicht näher weiten, als danach eine Möglichkeit ist, dass Gott wird eins, was der Hans kann tun. Vielleicht sei wir auch, wo wir gehen durch Tiden, wo wir vielleicht schlupflose Nachen haben, einzelne Tiden. Wir kennen nicht wieder. Aber dann, wenn wir uns auf Gott verloren, dann ist eine Möglichkeit für uns. Und das sind dann, wer je in uns ist. Wenn Gott an uns sieht ist, dann wer kann je in uns sein? Wenn wir Gott an uns sieht haben, dann können wir jeden Tag nachgehen und uns verloren, dass Gott wird mit uns sein und er wird uns leiden und führen. Gleich das sagt der Israeliten in 5. Mose 20, Vers 1. Er sagt, wenn je in einen Krieg je in jene Fien gehen, in seinen, dort die Pied und die Wehrers haben, in ein Herr, dort viel grater als es jünt, soll je noch nicht, dann soll je doch nicht einen Stahlen loten von denen. Dann sagt er, der Herr jünt Gott, der jünt uit Ägypten eine Rütgerad hat, erst mit jünt. Also, und dann, wovon der große Herr, der Feind sind, was die jenen uns sind, du soll wir euch Angst haben, seht ihr today. Du brauchst solche Angst haben, willst der Herr erst mit uns. Und so hat er mit uns. Und dann, was wir in uns Leben haben, er erst mit uns. Also, wenn Gott mit uns ist, wenn er uns sieht ist, dann haben wir alles tun. Dann ist es wer je in uns ist. Und wie Gott uns sieht ist, dann haben wir aus der Kraft, was wir brauchen tun.
So, ich weiß nicht, wo wir stehen, als wir glauben, mit uns ist das nicht. Ich kann das oder dort nicht. So ich sage, wenn wir da stehen, dann ist eine Möglichkeit, dass Gott kann, was durch uns tun. Kann Gott sich stark beweisen durch uns. Und so haben wir viele Beispiele durch die Schrift, wo wir können sein. Gott will sich stark beweisen. Und er will es von der und da durch uns auch nachher mal tun. Wir haben noch beten. Gott, der himmlische Vater, wir kommen für dich und wir danken dir, Herr, für diese vielen Beispiele, die du in der Schrift angestellt hast, für uns zu lernen, zu sein, wo du dich stark bewiesen hast, durch so Menschen, die da sozusagen vielleicht schwach werden und wo nicht keine Möglichkeit wird, sie würden eins was tun, aber du wirst dich stark bewiesen durch so Menschen, was andere Menschen auch sehen und was sehen, dass mit dir würde kommen, was sagen, die würden nicht merken mit sich selbst. Dann kommst du und weißt du dich stark durch dich. Dank dir, Herr, dass du so ein Gott bist, dass wir so ein Gott haben und uns sieht, dass wir die kennen, bei uns haben und uns sieht haben, als uns Partner. Du bist der allmächtige Gott, der alles gemerkt hat, Himmel und Erde. Das ist nicht zu begreifen, wo du was so eine schwache Menschen aus uns brücken, um den Weg tun. Aber ich danke dir dafür, Herr, und ich danke dir, Herr, dass du hast den Wort hingelegt für uns, dass wir das lesen und dass wir das Wort können glauben. Ich bete, dass wenn wir auch bei dir kommen, wo wir nicht näher weiten, als es so ist, wenn du uns was gesagt hast, dass wir dann würden, das glauben und annehmen, bloß willst den Wort sagt dort, willst den Wort es reichen, das abrechtig und du das nicht legen. Ich danke dir noch einmal für den Wort. Musst du die Stärke durch uns bewiesen in unseren Wegen, alles, was wir tun. In den Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.